Was können uns Berge sagen? Welche Bedeutung haben sie? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die australische Künstlerin und Skiführerin Jessie Pitt. Seit 10 Jahren lebt sie im Ötztal. Die Leute sind so weg von der Natur, dass sie das gar nicht wissen, wie das zu schätzen ist oder warum es so wichtig ist. Und eigentlich das ist ein Großteil meiner Arbeit momentan. Sonst ist es immer auch einfach die Gefühle, wenn du in den Bergen bist, die Stille, die Licht, die Schatten. In den Bergen, schreibt sie in einem Gedicht, begegnen wir der Zeitlosigkeit und sind dem Herzen der Erde nahe. ...31 Liftanlagen, 144 Kilometer Skipisten, die sich auch über 2 Gletscher erstrecken. Das ist das Skigebiet Sölden. Transportkapazität mehr als 60.000 Personen pro Stunde. Für Jessie Pitt sind die Pisten und Lifte die Autobahnen, die sie nutzt, um zum freien Gelände jenseits des Skigebiets zu kommen. Heute ist sie mit dem Kletterexperten Markus Schweiger unterwegs. Auch er lebt im Ötztal. Beide sind überzeugt, dass es hier keine zusätzlichen Lifte mehr braucht. Unser erstes Ziel ist das Rettenbachjoch, ein Platz am Rand des Skigebiets. Auch auf 3000 Meter Höhe wird der Gletscher beschneit. Ein Gletscherschutz der besonderen Art, der das rasante Abschmelzen aber auch nicht aufhalten kann. So funktionieren große Skigebiete heute. Oben sind es nur ein paar Schritte zum Joch. Die Szenerie kennen viele aus dem Sommer. Denn hier führt eine Variante des E5, der beliebtesten Alpenüberquerung von der Braunschweiger Hütte her über den Berg. 250 Höhenmeter tiefer steht die Alpenvereinshütte im Vorfeld des Mittelbergferners. Von hier wird das Ausmaß der geplanten Verbindung deutlich. Vom Pitztaler Gletscher auf der anderen Seite über den Mittelbergferner bis hierher. Wir brauchen die Wildplätze in Natur und wir haben immer weniger. Und dass wir Plätze haben, ohne dass wir eigentlich hinschauen können, ohne dass wir wirklich die Lifte sehen können. Und wenn du drinnen bist, du siehst keinen Lift. Das ist irgendwie immer noch, wie es war, oder? Und auch wenn jetzt da ein großes Gletscherskigebiet ist und drüben ein Gletscherskigebiet, das jetzt vielleicht sehr naheliegend war, dass man das verbindet. Aber in der Mitte ist ein super schöner Platz, der unberührt ist, den ja auch der Tourismus positiv nutzen könnte und sagen, schau, jetzt fahrt ihr mit den Ski aus und dann seid ihr vom voll erschlossenen Skigebiet auf einmal in der schönen Natur. Also da einmal vielleicht so denken und nicht immer nur mehr und mehr und mehr, weil dann sind sie jetzt das größte Skigebiet vielleicht oder das größte Gletscherskigebiet und dann kommt der Nächste und sagt, jetzt müssen wir nachziehen und dann machen die wieder das nächste große und größte Gletscherskigebiet. Und dann heißt es da wieder, jetzt müssen wir wieder schauen, weil jetzt sind wir nicht mehr das Größte, jetzt müssen wir wieder größer machen und das hört nie auf. Zum buchstäblichen Stein des Anstoßes hat sich ein markanter Felszacken im Gipfelgrat des linken Fernerkogels entwickelt, aus dem in der medialen Empörung die angebliche Sprengung eines Berggipfels geworden ist. Besonders intensiv hat sich der Landesumweltanwalt von Tirol mit den Planungen auseinandergesetzt, der die Belange der Natur vertreten soll. Es ist, wenn man sich die Genese anschaut, so gewesen, dass eine österreichische Tageszeitung nicht genau recherchiert hat und es dann etwas verkürzt formuliert hat. Und das ist dann wieder aufgegriffen worden von den deutschen Medien. Und so ist es halt falsch kommuniziert worden. Was richtig ist, das ist, dass insgesamt für das Vorhaben ungefähr 750.000 Kubikmeter Berg abgetragen oder abgeschremmt oder umgelagert werden müssen. Das ist eine ganz ordentliche Menge. Und dass dieser Vorgipfel in diesem vom Fernerkogel abführenden Gipfelgrat ungefähr 36 Meter abgetragen werden muss.
Das Vorhaben der beiden Skigebiete läuft dabei als Zusammenschluss. Denn eine Neuerschließung wäre in Tirol verboten. Der Zusammenschluss ist eine nette Begleiterscheinung. In Wirklichkeit ist es ja ein eigenes Skigebiet. Wenn man sich anschaut, das erfüllt alle Aspekte, die ein Skigebiet braucht. Es hat eine Zubringerbahn aus dem Tal, es hat eine zentrale Verteilerstation, es hat mehrere Pisten und Lifte in verschiedene Richtungen, verschiedene Schwierigkeitsgrade bei den Pisten. Es hat eine eigene Beschneiungsanlage. Also eigentlich das, wie man sich ein Skigebiet vorstellt. Und wenn man sich von der Dimension her anschaut, dann ist es gleich groß oder fast sogar noch größer als das bestehende Gletscherskigebiet vom Pitztal. Und einen Angelpunkt im Plan stellt der Gratzacken am linken Fernerkogel dar. Da ist halt der Gipfel, da ist eine Erhebung, das schaut halt jetzt so aus, aber das machen wir jetzt, das tun wir weg, weil das braucht man nicht. Und wenn ich das überall mache, dann sage ich, okay, wir haben jetzt halt vielleicht nicht den höchsten Berg, aber wir schütten ihn ein bisschen auf, weil dann haben wir auch einen höchsten Berg oder sowas. Weißt, das geht ja in alle Richtungen, dann kann man dann arbeiten und dann wird es irgendwann pervers aus meiner Sicht. Aufnahmen vom Rettenbach-Ferner aus dem Sommer 2017 zeigen, was heute Sache ist. Und wie alpine Landschaft für den Skisport umgeformt wird. Durch das rasante Abschmelzen der Gletscher hat dieses Thema noch einmal eine Verschärfung erfahren. Das Gelände wird planiert, wo dann im Winter der Kunstschnee ausgebracht wird. Von einer der Liftstationen ragt ein Metallsteg in die unberührte Natur mit der Wildspitze. Der höchste Berg Nordtirols ist alpines Wahrzeichen des Landes. Und die Frage stellt sich, wann selbst ein derart besonderer Berg seine Aura verliert. Dann bleibt der Betrieb des Skigebiets hinter uns zurück. Jessie führt über die weiten Hänge hinunter ins Venter Tal. Die stille Gegenseite der Tourismusmaschinerie von Sölden. Und eine wilde Umgebung, der auch der Tourismus-Hotspot Sölden seine besondere Attraktivität verdankt. Die Ruhe, keine Menschen, frei, kannst fahren, wo du willst, musst immer achten auf andere Leute. Das ist einfach eine Freiheit eigentlich. Da geht dir das Herz auf. Ja, genau. Natur ist so mit mir. Ja. Wie kein anderes Erschließungsprojekt in der Geschichte Tirols hat die sogenannte Gletscherehe Pitztal-Ötztal die Menschen mobilisiert. Mehr als 150.000 Unterschriften wurden in einer Petition gesammelt. Eine Gruppe ganz unterschiedlicher Bergsteiger ist heute mit uns unterwegs, um vom Pitztaler Gletscher aus einmal quer durch das Projektgebiet auf dem Mittelberg-Ferner zu steigen. Die höchste Station steht hier auf dem Gipfel. 1983 wurde der Skibetrieb aufgenommen und Schritt für Schritt auch durch nicht genehmigte Landschaftseingriffe erweitert. Naturbelassen blieb der Mittelberg-Ferner, der zweitgrößte Gletscher Tirols. Die Naturerfahrung des Eises und des Hochgebirges beginnt direkt neben dem Skibetrieb und beeindruckt doch unmittelbar. Unser Ziel ist jetzt der linke Fernerkogel, eine klassische Skitour und der geplante Dreh- und Angelpunkt der Seilbahnen und Pisten, die sich auf einer Fläche von 64 Hektar über das ganze Gebiet ausbreiten würden. Es ist das Gelände der Gletscherzunge im Vorfeld der Braunschweiger Hütte, der Station auf der Alpenüberquerung des E5. Wie es hier aussehen könnte, zeigt das existierende Gletscherskigebiet. Eine Vorstellung, die auch die Mitglieder unserer Tourengruppe umtreibt. Wir haben also im Dezember hier noch eine Demo gemacht. Da sind wir mit Freunden aufgestiegen mit Transparenten. Haben oben am Joch vom Mittelberg-Ferner ein Transparent aufgespannt. Wir haben am Gründen auch gerade so ein Ausbauthema, ein Modernisierungsthema. Und so bin ich auch aufs Pitztal gekommen. Und mir ist es wichtig, dass es einfach in die Öffentlichkeit kommt zur Diskussion.
dass man erkennt und nicht einfach alles abnickt. Ja, sie glauben, sie machen Entscheidungen für die nächste Generation. Aber das ist nicht wahr, weil wenn die Jungen heutzutage auf die Straßen gehen und mit Climate Fridays for Future kämpfen, dann haben die sehr wohl eine Stellung dazu, dass das Wachstum nicht unendlich vorwärts gehen kann. Darum glaube ich nicht, dass die jetzt entscheiden, wirklich was für ihre Kinder tun, so wie sie angeben. So stellt sich auch am Beispiel des Felszackens, der geplanten Seilbahnstation weichen müsste, die Frage, wo und wann die Grenzen des Wachstums erreicht sind. Es ist schon fast alles verbaut jetzt in letzter Zeit. Und deswegen finde ich es einfach schade, wenn man jetzt da nochmal was wegsprengt und noch mehr Skipisten baut, obwohl noch mehr Leute gar keinen Platz haben, beziehungsweise obwohl die Skigebiete schon so groß sind, dass man gar nicht alles fahren kann auf einem Tag. Das auf den ersten Blick unscheinbare Gelände um den Gratzacken am linken Fernerkogel hat dazu auch noch eine besondere Qualität, die sich im Winter fast gar nicht zeigt. Hier ist eine vom Menschen unbeeinflusste Pioniervegetation entstanden, die einzigartige Einsichten dafür liefert, wie sich die Bergnatur im Klimawandel entwickelt. Ja, im Winter ist so quasi eine gnädige weiße Decke über dieses Areal gelegt. Wenn man es im Sommer allerdings anschaut, dann sieht man schon, dass das ein ganz unglaublicher Ort eigentlich ist. Das ist ein Raum, der ist vom Gletscher vor 70 Jahren in etwa freigegeben worden und seitdem entwickelt sich dort eine Pionierlebewelt von Pflanzen und Tieren, die ist für einen Naturwissenschaftler einfach nur phänomenal. Warum? Weil das ein Lebensraum ist, der völlig vom Menschen unbeeinflusst ist. Und das gibt es bei uns. In unseren Breiten gibt es sowas eigentlich nicht mehr. Wie am Rettenbach ferner müsste die Landschaft für einen Pistenbetrieb wohl auch hier ständig bearbeitet werden. Deshalb müssen die Seilbahnunternehmen ihren Antrag nachbessern und darstellen, wie sich der Gletscher verändern wird. Das ist einfach ein einmaliger Berg. Wenn du vom Skigebiet rauskommst, ein paar Meter, dann hast du ja Ruhe. Du hast hier super Abfahrten. Du hast eine super grandiose Aussicht. Also man hat selber den Berg erzwungen, sagen wir mal so. Da macht es gleich noch viel mehr Spaß als runterfahren. Und was wäre sonst der nächste Schritt? Die Erschließung der Wildspitze? Was gewinnen wir neben dem alpinen Erlebnis, das sich auch der Nicht-Skifahrer Rainer Pfluger auf seinem Bockerl erarbeitet, wenn die Landschaft so bleibt? Einen markanten Gipfel in seinem gewachsenen Naturzustand und eine Oase der Stille und der Natur. Wo die Landschaft mit der Hütte im Winterschlaf liegt und das Nachmittagslicht und die Nebel die Gipfel in ein mystisches Licht tauchen. Und diejenigen, die ein Gefühl dafür haben, etwas Wunderbares in der Landschaft spüren, das mit Worten schwer zu greifen ist. Das stört mir schon, wenn immer mehr und mehr Menschenzeug ist, dass wir das Landschaft ändern muss oder irgendwie unter Kontrolle bringen und so. Das stört. Natur sollte auch einfach gelassen sein, dass es machen soll, was es machen soll, oder? Wir sind es, die entscheiden, ob die Berge als Naturlandschaft erhalten bleiben und auch folgende Generationen ihre mystische Besonderheit erleben können.